Hi Leute, grüße euch, servus, habe die Ehre. Heute ein komplett anderes Video. Ein komplett anderes Video und eine Premiere. Wie ihr wisst, komme ich aus der Drohnen-Community. Wir fliegen auch gewerblich und so weiter. Und wenn euch das Thema Drohnen nicht interessiert oder ihr da nicht so bewandert seid, weil viele Fotografen mittlerweile haben auch eine Drohne, benutzen auch eine Drohne und kennen sich auch mit Drohnengesetzen aus, ihr dürft gerne dranbleiben. Es ist das erste Reaction-Video. Ich wollte eigentlich zum Filmen heute raus. Wie gesagt, alles schon vorbereitet, den kleinen Koffer und so weiter. Und wollte das erste Mal heute dieses Biest hier ausprobieren. Der ein oder andere kennt es vielleicht oder hat es zum Beispiel auch hier. Dann steht man in der Früh auf, trinkt einen Kaffee, schaut so ein bisschen YouTube. Und da bin ich auf einen alten Freund gestoßen. Über den ich mich schon lange Zeit aufrege. Er ist noch recht jung, hat anscheinend keine Ahnung von Drohnen. Die Drohnenvideos, was er macht, die sind, die schauen gut aus, keine Frage, aber illegal. Und zwar richtig böse illegal. Und deswegen möchte ich jetzt auf den Kanal mal reagieren. Und würde mich interessieren, eure Meinung dazu. Sage ich das einfach mal, würde ich sagen. Also wenn ihr Bock habt, mal zu sehen, was man mit der Drohne alles falsch machen kann, ein Paradebeispiel. So, da geht es um diesen Kanal. Also, dass wir uns nochmal richtig verstehen, ich will da kein anprangern, ja doch anprangern, irgendwie langsam schon. Ich möchte einfach drauf reagieren. Ich versuche das Ganze, versuche ich auch nicht. Ich kriege einfach Blutdruck. Ich kriege richtig Blutdruck. Das ist der Kanal Flavius on Adventures. Hat mittlerweile 21 Abonnenten. Vor einem halben Jahr waren es ungefähr noch 4 oder 5. Hat 58 Videos. Und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Oh, ich habe irgendein Video mal angeschaut und mir gedacht, Drohnenflug, okay, das ist ja richtig krass. Es war Mittelaltermarkt, Weihnachten in Esslingen. Hier können wir noch mal kurz reinschauen in das Video. Wie gesagt, die Flüge sind, schauen natürlich bombastisch aus. Also wir sehen jetzt da, schauen wir mal kurz in die Beschreibung, lieber Florian. Drohnenflüge, es macht anscheinend richtig Spaß, ja, macht's auch auf alle Fälle. Und du fliegst hier die, wo steht's denn? Die DJI Mini 4 Pro. Ein feines Gerät, unter 250 Gramm. Jetzt weiß ich aber nicht, ob dir das eigentlich bekannt ist, dass man fürs Drohnenfliegen auch Gesetze einhalten musst. Und wenn ich mir dann deine Videos anschaue, gucken wir mal kurz. So, da habe ich schon dumm geschaut. Denke mir, okay, Mittelaltermarkt, Drohnenflug, Weihnachtsmarkt. Es ist beim Drohnenfliegen verboten, über unbeteiligte Menschenmengen zu fliegen. So, lieber Flavius, was ist das da? Hier. Das sind Menschen. Das sind Menschen. Warum ist das verboten? Weil Drohnen nicht hundertprozentig sicher sind. Und eine Drohne mit 250 Gramm ist auch ein Viertelkilo. Und wenn die aus 120 Meter so einen Menschen auf den Schädel knallt, dann kannst du dir vorstellen, was für den Schädel übrig bleibt. Grütze. Deswegen ist es in der Regel absolut verboten. Ein absolutes No-Go. Was aber dazu kommt, und das blende ich dann gleich ein, das ist in Esslingen. In Esslingen ist daneben der Flughafen. Sprich, du filmst hier in einem Flughafengebiet. Also hier geht's schon los. Natürlich, die Aufnahmen sind super, die sind spektakulär. Klasse, geil. Es ist verboten. Es ist verboten. Es ist wie Autofahren. Wenn du bist recht jung, Autofahren ist geil. Habe ich keinen Führerschein, kenne mich in der Straße nicht aus, dann darf ich kein Auto fahren. Warum? Weil Sachen passieren können. Genauso ist es bei Drohnen auch. Hier ist schon ganz schön dicht, sagst du selber. Notfalls müssen wir ein Stück weiter hochlaufen. Boah, Leute, da sind wir durchgelaufen, Leute. Ja. Da sind wir durchgelaufen. Da bist du durch die durchgelaufen. Menschenmenge. Durch die Menschenmenge. Guckt euch die Menschenmenge Ja. einfach mal an. Sehr gut. Sehr gut. Leute, Durch die Menschenmenge sind wir durchgelaufen. Guckt euch die Menschenmenge an und dann schießt du über die Menschenmenge. Sag mal, Junge. Wirklich, da Blutdruck. Aber
liebe Zuschauer, das war noch nicht alles. Es wird noch heftiger. Es wird wirklich noch heftiger. Aufnahmen. Das sind Aufnahmen. Richtig viele Menschenmenge. Heidewetter in Esslingen am Neckar. Jeder freut sich, wenn er ein Guckt Viertel euch das an. Kilo Am auf den Schädel kriegt. Samstagabend. Geil. Was? Um 15:16 Uhr, was für Menschenmenge hier ist. Ja. No-Go. Das Ganze kann man machen, wenn man es gewerblich macht, gewerblich mit dementsprechenden Anträgen, Genehmigungen, dann funktioniert es. Aber nicht einfach so. Wahrscheinlich hast du die Drohne beim Mediamarkt gekauft. Die waren wir ja beim Mediamarkt und haben mir die R2S angeschaut und bin dahin. Und bei uns in der Gegend ist Hubschrauberlandeplatz, absolutes Flugverbot. Und sage ja, ich kenne mich doch nicht aus. Ich würde die Drohne gern kaufen wollen, was muss ich da machen? Sagt er, gar nichts, die kannst kaufen, gehst raus am Parkplatz, starten. Alles kein Problem. Wenn mir da jemand draufgekommen wäre und hätte es so gemacht, wie der Mediamarkt-Mitarbeiter mir das gesagt hat, dann hätte jetzt wahrscheinlich eine Strafe im 4-stelligen Bereich. Vielleicht ist es auch so passiert. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber soweit ich mich erinnere und du startest in einer Zone, wo es nicht erlaubt ist, musst du den Scheiß-Drauf-Button drücken, wo drauf steht, Achtung, hier ist Fliegen nicht erlaubt. Wollen Sie trotzdem starten? Also, die Ausrede gilt nicht. Du hast den Scheiß-Drauf-Button gedrückt. Das zweite ist, ganz ehrlich, wenn ich mal Drohne kaufe, schaue YouTube. Du bist da auf YouTube selber unterwegs. Sag mir jetzt nicht, du bist noch nie über ein Video gestolpert, wo drin steht, das Titel, das sind die neuen Drohnengesetze, das musst du beachten. Diese Voraussetzungen brauchst du. Also, ganz ehrlich, du weißt es, was für Scheiße du brauchst. So, jetzt haben wir hier noch ein Video. Ich bin echt ruhig. Jeder kennt mich als vernünftigen, ruhigen Menschen. Ich kann toben. Ich könnte toben. Wirklich. Super. Winterflug über Schönbergturm. Karge Landschaft aus der Luft. Ja, hier. 2 Kilometer Flug. 2 Kilometer Flug. Hallo, ist Florian. 2 Kilometer Flug. Es ist nicht erlaubt, außerhalb der Sichtweite zu fliegen. Wenn man die Drohne mal kurz aus dem Auge verliert, kein Problem, kann passieren. Aber in 2 Kilometern, Junge, wirklich. Flavius Adventures. Ich befinde mich jetzt hier in diesem Aussichtspunkt, Ernsthütten-Aussichtspunkt. Hier geht es ganz schön steil runter, schon die Alpkante. Dann lassen wir jetzt gleich mal die Drohne fliegen und dann gibt es schönen Aussichts noch. Ja, und der Papa von Flavius, der Papa hat natürlich keine Ahnung. Der Flavius hat eine Drohne geschenkt bekommen und der Papa fährt ihn rum und der Papa findet es, ja, interessant. Der Papa kennt sich gar nicht aus. Du kennst dich aus. Im Jahresende noch. Ich bin ja bloß gespannt, wer dann die Strafe bezahlt und die kann richtig teuer werden. Wir werden sehen. Wir schauen dann mal, was zu Strafen blühen. Ich sammle mal so ein bisschen zusammen und dann können wir das mal so überschlagen. Vor allem das Witzige ist ja, du hast ja da oben schon einen Hubschrauber. Da oben in deinem Symbol, hier ist ein Hubschrauber. Fällt da was auf? Drohne, Hubschrauber, 2 Kilometer. Kommt da vielleicht irgendwas in den Sinn? Könnte es sein, dass da oben auch andere Sachen rumfliegen? Oder meinst du, der Airbus-Pilot macht dann einen Notstopp, bis du da mit der Drohne vorbei tuckerst und kann dann weiterfliegen? Oder glaubst du, dass der Hubschrauber dann über der Drohne drüber springt oder so, wenn es dann auf 2 Kilometer Reichweite nicht sieht, ob der Rettungshubschrauber kommt oder sonst irgendwas? Weiß ich, wenn du das kannst. Cool. Klasse. Und jetzt erzähl mir, dass das in Sicht ist. Aus der Adleraugen, ja. Wahrscheinlich. Tolle Aufnahmen. Wirklich toll. Also um das geht's nicht. Hast du echt toll gemacht. Aber es ist einfach illegal. Nicht nur illegal. Da spricht auch kein Neid oder so. Es ist gefährlich. Es ist scheiß gefährlich. Und so. Oh, da haben wir Bundesstraße. Was sagt man bei der Bundesstraße? 1:1 Regel über die Bundesstraße. Das wird doch noch besser. Bleibst dran, es wird noch besser. Flavius kann das. Flavius, der steigert sich von Video zu Video. Ohne Witz, bleibst dran. Wenn ihr euch mit Drohnen nicht auskennt, schaut es euch trotzdem an. Ja, es schaut cool aus. Es schaut wirklich cool aus. Aber es ist verboten. Da geht ja nicht einmal, ich würde sagen, mit Spotter oder Modellbauclub, aber 2 Kilometer. Ich glaube das nicht einmal. Also erstens glaube ich nicht, dass du in einem Modellbauclub dabei bist.
in einem offiziellen. Zweitens glaube ich nicht, dass da der Spot da rumsteht. Vielleicht der Papa Flavius. Und drittens glaube ich nicht, dass es unter den Voraussetzungen sogar erlaubt wäre. So, und jetzt fliegt er durch. Komm, flieg durch. Trau dich? Nein, ich möchte ihn nicht animieren. Um Gottes Willen, trau dich nicht. Nee. Nein, aber es war noch nicht alles. Flavius kann es besser. Er kann es noch viel besser. Atomlagererkundung. Flavius, da kriege ich Angst. Ehrlich. Atomlager. Nein, das schaue ich mir nicht an. Nein, nein, nein. Bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Flavius, wie lange du deine Drohnen hast. Wie lange das dauert, bis du im Knast sitzt. Oder bis was passiert, dass du dann im Knast sitzt. Ganz ehrlich. Da macht man keinen Spaß. Klasse, klasse, klasse. Müssen wir uns wirklich anschauen. Neckartal-Viadukt. Ich habe noch gar nicht geschaut, der Fliegen erlaubt ist. Und es gibt sogar einen Bonus. Es gibt sogar einen Bonus, der ist ja geil. Der Bonus einsiedeln mit Hubschrauber. Hubschrauber, cool. Gibt es andere Verkehrsteilnehmer auch in der Luft? Ah, sehr gut. Knapp über den Autos, bei dem Titel. Knapp über den Autos haben wir gedacht, ja, vielleicht so geparkte Autos, aber nein. Just macht es mit fahrenden Autos, mit unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Über der Bundesstraße, unter der Bundesstraße, neben der Bundesstraße. Scheißegal. Hauptsache knapp über den Autos. Überspringen. So, jetzt haben wir hier eine Karte. Das ist ja interessant. Wir haben hier ein Fabrikgelände. Da haben wir Bundesstraßen. Das da, der Neckar 297. Ist der Neckar nicht auch eine Bundeswasserstraße? Oder wie das zeigt er hast? Ah, guck, Flavius. Hier. Mach das in groß. Hier. Vorausgesetzt kein Flughafen und so. Gut. Ja. Hier. Nicht gut. Böse. Pfui. Industriegebiet. Halb pfui. Ja, hier. Umspeicherkraftwerk. Kraftwerk könnte eine, wie nennt man das? Kritische Infrastruktur sein. Energiegewinnung. Könnte auch Pfui sein. Aber gucken wir mal weiter. So, da fahren wir mit dem Papa Flavius. Fahren wir hier. Ja, so. Das hast du schön gemacht. Mit dem Follow Me, mit dem Tracking. Mach einfach geile Drohnenaufnahmen, wo es erlaubt ist. Wirklich, du kannst es. Ganz ehrlich. Ich möchte nicht runterputzen, aber ich bin richtig stinksauer. Ganz ehrlich. So, und da sehen wir jetzt das Viadukt. Schauen wir mal, was jetzt spricht. Hier vorne sieht man sie. Beeindruckende Brücke. Ja. Und wir starten jetzt gleich die Drohne und dann heben wir ab über die Brücke. Über die Brücke, okay? Bis gleich. Geht ja auch noch. Morgen alles. Leute, guckt euch mal diese wunderschöne Landschaft an. Also, gar nicht so dramatisch. Klingt gut. So, dann starten wir. Und dann schauen wir uns die Aufnahmen an. Und ich möchte es Bedenken geben, was die Leute mit Drohnen nichts zu tun haben. Nicht wissen, Flug über Bundesstraßen und so weiter verboten. 1:1 Regel. Sprich, bin ich 10 Meter von der Bundesstraße entfernt, darf ich 10 Meter hoch fliegen und so weiter. Schauen wir mal, was Flavius draus macht. Schaut super aus. Super. Nee, eiskalt drüber. Und jetzt versetzt euch mal in den Autofahrer. Du fährst da drüber auf der monotonen Straße. Auf einmal siehst du da ein blinkendes Ding links über dich aus dem Augenwinkel. Du machst eine Notbremsung oben auf der Brücke und machst einen schönen Jump runter. Zum Beispiel. Ja, egal, Hauptsache die Aufnahme ist geil. Ja? Weiterdenken, Schritt vorausdenken. Du bist noch relativ jung. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, ganz knapp über den Autos. Toll. Super. Richtig geil schaut es dann aus, wenn die Drohne in so eine Windschutzscheibe reinknallt. Das ist geil, das gibt Klicks und Abonnenten. Würde mir überlegen. Du hast den FPV-Modus ausprobiert, gell? Ja. Beispiel, ja. Also, Flavius kann sich nur noch steigern. Wirklich, er steigert sich. Komm, Papa Flavius. Ne?
Ja, kratz dich mal im Kopf. Kratz dich mal am Kopf und überleg, was dein Sohnemann, was dein Bruder macht. Da würde ich auch so schauen. Würde mir überlegen so, ob das so ganz toll ist, was der da macht. Ein bisschen grübeln tut er schon. Richtig gut. Geh weg von der Autostraße. Ja. Batterie leer. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der Hammer. Flavius kennt auch Action-Elemente. Er kann Spannung aufbauen. Jetzt pass auf. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Papa Flavius, er grübelt schon. Und jetzt passt auf den Satz auf. Weg von der Autostraße. Bundesstraße. Bundesstraße. Fließender Verkehr. Batterie leer. Batterie leer. So ein Scheiß. Nee. Ach, jetzt hoffentlich macht ihr keine Notlandung auf der Bundesstraße. Na, so weit denkt er gar nicht. Nee. Batterie leer. Das ist wieder spannend. Ob die Drohne das noch schafft? Kacke. Oh, leck mich am Nervenisser. So, und jetzt schaut euch diese Szene an. Ist so geil. Papa Flavius. Und er. Jetzt hast du einen Film. Komm, geh weg von der Autostraße. Ja. Achtung. Batterie leer. Batterie leer. Ja. Scheiße. Scheiße. Na. Blutdruck 180. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich filmen gehen. Ich habe alles schon vorbereitet da hinten. Aber das war es mir jetzt wert. Also ich lache nicht, weil es lustig ist. Ich lache, weil es Irrsinn ist. Es ist irrsinniges Lachen. Also, ja. Ich hab mir irgendwann noch Stück raus. Ja, Drohne, du musst ja stopp. Stopp. Papa Flavius schaut. Was macht der Junge hier? Ich kaufe mir nächstes Mal lieber längere Hosen. Gott, dem Sohnemann die Drohne. Mann! Wieso war ich jetzt nicht? Nein. Akkus leer. Akku ist leer. Ja, Also, zurück. zurück. Papa Flavius ist der Beste. Ob die noch zurückkommt? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ja, da oben ist die. Irgendwo da oben über der Bundesstraße. Ja, mehr fliegt nicht ins Wasser. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Aber gerade noch. Sehr schön. Also nicht falsch verstehen, nicht falsch verstehen. Die zwei sind voll sympathisch. Und ich finde es ganz schade, dass sie die A in so eine Gefahr begeben. Für andere Verkehrsteilnehmer, aber auch für sich, weil die Strafen sind wirklich scheißempfindlich. Und die haben Spaß dran und sind ja unwissend. Papa Flavius bestimmt. Flavius, ich glaube, dem ist es eher wurscht. Was der Richter nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Und die haben Spaß dran und sind absolut sympathisch. Also ich will jetzt da keinen fertig machen oder sonst was. Deswegen versuche ich das ja alles ein bisschen komisch zu verpacken, aber für jeden Drohnenpilot, der was das ernsthaft macht, ist das schlimm, weil genau deswegen werden die Gesetze immer stärker verschärft und verschärft und verschärft. Weil es einfach Leute gibt, die sich keine Gedanken drüber machen und dann eben Sachen passieren und die Leute, die vernünftig, verantwortungsvoll damit umgehen, sind die Leidtragenden. Und das ist schade. Deswegen schauen wir uns das einfach weiter an. Es wird noch besser. Wir haben hier ein Erlebnis, und zwar ein Hubschrauber. Berliner Dämmerflug. Berlin. Ich komme nicht aus Berlin. Ich weiß aber, dass es in Berlin ganz schwierig ist zum Fliegen. Ein Abenteuer am Brandenburger Tor. Skyline hier und Flugzeug. Also wir haben Flugzeuge, Hubschrauber, Skyline und es klingelt immer noch nicht. Brandenburger Tor. Berlin, Fliegen und Brandenburger Tor. Ich kenne mich in Berlin nicht aus, aber wenn ich das schon liest, kann man vorstellen, okay. Gucken wir mal. Hallo Leute, hier ist Florian von Flavius Adventures. Servus Ich Florian. befinde mich jetzt hier hinten Jetzt machen wir das mal groß. Brandenburger Tor, genau. Aber jetzt wird spannend. Ja, Jetzt ganz wird schön windig spannend. heute. Und Am Brandenburger Tor. Wir schauen uns das dann mal an. Brandenburger Tor. Flavio steigert sich. Donnerstag, also heute ist Montag, Donnerstag soll es angeblich wieder ein bisschen besser Brandaktuell werden mit das Video. Sonnenschein. Aber wir machen heute mal einen Testflug hier kurz drüber, ob es klappt oder nicht klappt. Testflug. Probieren wir es mal aus. Ich zeige es euch mal, wie es jetzt eigentlich aussieht. Okay, zeig uns So, das. hier. Mhm. Das ist es. Ja, okay, schön. Da haben wir einen Doppeldecker. Ich meine, die fahren bloß in England. Da haben wir das Brandenburger Tor. Okay, schön. Straßen.
wahrscheinlich Bundesstraßen, irgendwie sowas. Keine Menschenansammlungen, ich glaube 12 oder 15 Personen. Unbeteiligte Personen, ja, sehe ich jetzt auch nicht. Ich sehe keine Bundesstraße. Schaut gut aus, Flavius. Da kann man warten, definitiv. Das schaut sehr gut aus. Burger Tor. Genau. Und dann hinten gibt es das Denkmal von dem Holocaust noch da hinten. Irgendwo. Von dem Holocaust, das Denkmal für den Holocaust. Dämmert, Okay. gehen wir da hinten auch noch hin. Sonst, Okay. Wiederholen wir das ganze Ding nochmal am Donnerstag, wenn die Sonne wirklich rauskommen sollte. Am Donnerstag, diesen Donnerstag, wiederholen wir das nochmal, wenn die Sonne rauskommt. Das wird Hammer. Das wird noch besser. Das Ganze nochmal. Klar, lass die Bin Drohne gespannt. steigen. Wir gucken mal. Ich hab dich abonniert, wirklich. Gefällt mir. Gefällt mir nicht, aber ich möchte wissen, was am Donnerstag, wie du das noch steigern kannst. Da bin ich gespannt. Oben ist rein an. Hier ist ein bisschen matschig und ein bisschen sumpfig, genau. Naja, ja. Und los geht's, jawohl. Ach ja. Über die Quadriga drüber, jawohl, zack und... So. Ah. Sammeln? Sammeln. Ich überlege jetzt gerade, warum weht hier links die französische Fahne? Ist es die französische? Ja. Flavius, könnte es sein, dass das vielleicht die französische Botschaft ist? Kann es sein, dass da hinten die deutsche Botschaft ist? Ja. Kann es sein, dass es Parlament, Regierungsbezirk ist? Kann das sein? Was ist das für Fahne? Erkenne ich nicht ganz. Könnte es sein, dass das die italienische Botschaft ist? Könnte das sein, dass es vielleicht so richtig legal ist? Weiß ich nicht. Kennt mich nicht aus. Schöne Fahnen. Ah ja, das sind schöne Fahnen. Da können wir drüber prügeln. Haben wir dann gleich noch. Was haben wir hier für Fahne? Könnte australisch-britisches sein. Ja. Kannst du einen Weltkrieg anzetteln, klar. Vor allem wisst ihr, was das Schlimme ist. Seit 2 Jahren wissen wir, dass die Drohnen, und gerade auch der Marke, wo du fliegst, nicht nur im Spaß oder zum Filmen benutzt werden, sondern auch für ganz andere Sachen. Dass die Drohnen auch Waffen sein können. Wenn man jetzt vorstellt, im Regierungsbezirk, im Botschafterviertel, beziehungsweise ich muss dann genau schauen, wie das heißt, das heißt irgendwie so Bundestagsgebiet, 1,8 Kilometer, absolutes Flugverbot, da schauen wir dann noch nach. Kann es sein, dass das vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte? Könnte? Weiß ich nicht. Wo ich auch entsetzt bin, dass du da durchgekommen bist damit. Ich meine, unser Luftraum, wenn es ein absolutes Sperrgebiet ist, scheint offen zu sein. Also, Wahnsinn. Mach das mal im Weißen Haus, Washington. Liegt da mal mit der Drohne drüber. Da hocken die Typen auf dem Dach. Mit Fernglas und Scharfschützengewehr. Bei uns klappt das. Bei uns ist das kein Problem anscheinend. Es gibt keine Störsender, nix, keine... Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Vielleicht hockt er ja schon im Knast. Wird da eine geschrieben auf Discord. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil es geht ja schon ein bisschen in der Community viral. Oder rum, sagen wir eher rum. Ja, Flavius, das kickt ihn. Das gibt ihm den Kick. Genau. Guantanamo, incoming. Guantanamo ruft. Geil, mach weiter so. Drohnenaufnahmen in Guantanamo. Ich möchte nicht mit meiner Drohne ins US-Botschaftenviertel drüber eiern, aber Flavius macht es. Er ist da knallhart. Knallhart. Geile Aufnahmen, wirklich. Geile Aufnahmen. Aber jeder, der solche Aufnahmen machen möchte, macht es entweder gewerblich für Filme, für Dokumentationen mit Auflagen, Anträge und vor allem, das kostet auch hier. Weil jede Behörde verlangt auch Geld. Total. Nee. Und wie es wehen die ganzen Fahnen, gell? Ja, hier, guck. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das... Na, da bin ich davor. Da bin jetzt ich blöd davor. Warte mal, ich tue mal meine Hackfresse weg. Hier. Könnt ihr die Fahne sehen? Hier. Die Amerikaner. Geil. Ja, Flavius, deine Karriere ist entweder fangst an zu denken oder es sagt dir jemand, und das versuche ich gerade mit diesem Video, oder es wird ganz schnell nach hinten losgehen. Ganz schnell. Es gibt Leute, die was auf YouTube, wenn die sowas sehen, die zeigen mich an.
ich mache sowas nicht. Ich hoffe auf Vernunft und auf Überlegen und dass du mal nachdenkst und vielleicht selber mal recherchierst, was für Scheiße du drüber machst. Irre. Wir sehen im Brandenburger Tor. Ich glaube, ich lasse über die Aufnahme so mal stehen. Ja, lass die Aufnahme so mal stehen. Am Donnerstag machst du sie nochmal. Wie gesagt, du bist ein sympathischer Kerl wirklich und es wäre schade, weil wenn was passiert, glauben wir es. Es geht in die Zehntausende und du bist ein junger Mensch und du wirst so ein Blödsinn, weil man tolle Aufnahmen für YouTube haben will. So seine Zukunft zu riskieren, ist einfach Kacke. Ich werde da einen Kommentar drunter schreiben, dass ich eben das Video heute hochgeladen habe. Vielleicht deckt dich das da ein bisschen auf. Und für die Zuschauer, die das sehen, das ein bisschen nachvollziehen können. Ich habe das jetzt ein bisschen versucht, humoristisch zu verpacken. Nein, das ist ein brandaktuelles und ein heißes Thema. Vielleicht könnt ihr auch was drunter schreiben, wie ihr darüber denkt. Was würdet ihr tun? Wie gesagt, ich bin ja da auch betroffen als Drohnenpilot, das ist seriöser. Außer die Bavaria Dani, die baut ja dann die Unfälle. Also, schreibt es halt runter. Das ist ein scheiß Thema. Würde mich interessieren. Am Donnerstag besseres Wetter gibt und dann filmen wir nochmal, dann gehen wir auch zu dem Denkmal rüber, wo von den ermordeten Juden, Denkmal, und diesen Reichstag da, was in Google dran steht, genau dahin. Reichstag in Google. Nein, lieber Florian. Du bist echt ein sympathischer Kerl, ich möchte nichts Böses. Schau nicht in Google, schau in Tronic. Die App hilft wenigstens schon ein bisschen. Tronic. Ich setze den Link unten in die Beschreibung, setze ich den rein, nur für dich. Du kannst es runterladen und dann schaust du nach. Und dann bist du schon sehr gut auf der sicheren Seite und das empfehle ich dir von Herzen. Wirklich, es wäre wirklich schade. So, in diesem Sinne, mein erstes Reaction-Video. Es hat raus müssen, weil ich mir das seit Wochen schon anschaue. Und ich wäre jetzt geplatzt. Wirklich. Habe die Ehre. Und ja, es soll besseres Wetter geben. Jetzt haben wir eine kleine Testaufnahme gemacht. Das funktioniert. Ach ja, noch was, lieber Flavius. Unten in der Beschreibung die Tronic-App nicht vergessen. Und wenn du dich informieren willst, es gibt ganz tolle Kanäle. Da gibt es Pixel und Spätzle, Just Schmidt und so weiter. Ich empfehle es dir. Ich werde von einigen mir unten die Kanäle verlinken. Und da guckst du mal drauf und dann hoffe ich auf gute Besserung. Ach, und wenn ihr wollt, könnt ihr mal rübergehen auf den Kanal. Seid bitte höflich, weil er ist wirklich jung. Er weiß es wahrscheinlich nicht besser. Ich habe ihm ja schon einen Kommentar geschrieben. Und vielleicht wacht er auf, wenn er merkt, oh, das haben doch ein paar Leute gesehen. Deswegen habe ich mir auch entschlossen, dass ich den Kanal auch nenne und das nicht so anonym mache. In der Hoffnung, dass die Drohnen-Community, die Leute, die was das Video sehen und das auch schade finden würden, wenn er da richtig Ärger bekommt. Schaut's rüber, seid's nett und vielleicht könnt ihr auch ein bisschen darauf hinweisen. Wer schaut? Flavius, nein, Flavius, lass das sein. Flavius, das ist nicht gut. Flavius, pfui. Nein, lass das sein. Flavius, nein, Flavius, lass das. Flavius, das ist nicht gut. Flavius, pfui.